Wie war denn das Leben hier so im Kiez zu dieser Zeit nach dem Mauerfall? Wie war das für Kinder? Also für Kinder weiß nicht, wer sich jetzt so ein bisschen für die Geschichte vom Prenzlauer interessiert. Da gibt es ja gerade im Zuge des 20. Jahrestags der Mauerfall ein paar Bildbände, Bernd Heiden zum Beispiel, Gegenstand Verlag, der ist ja sehr rührig, beziehungsweise von Jürgen Hochmuth, dieses N55, dieser Bildband, würde ich dringend empfehlen, mal sich anzugucken, weil man dort sieht, dass Kinder völlig anders groß wohnen als heute. Ne? Also ist ja ein Phänomen der heutigen Kindererziehung, dass man kann auf jedem Spielplatz stehen bleiben und einfach mal durchzählen, wie viele Kinder, wie viele Erwachsene. Ne? Also es ist immer wenigstens 1 zu 1 und sehr, sehr oft 2 zu 1. Also 2 Erwachsene pro Kind. Ne? Und da wird das arme Kind dann oftmals mit 4 Erwachsenen umstellen, ne? Weil die Großeltern zu Besuch sind und so. Ne? Wie dann für die Kinder noch schaukeln und so. Und dann muss man natürlich nach Hause gehen. Ja? Früher gab es, und das ist der große Unterschied zu heute, ne? Heute ist ja der Bezirk ja voll Mütter, nicht voll Kinder. Großer Unterschied, voll Mütter, und damals gab es keine Mütter. Ne? Die Kinder waren alleine. Ne? Warum gab es keine Mütter? Weil die Mütter arbeiten waren. Ne? Also dieser Begriff der Vollzeitmutter, der zu Hause bleibende Mutter, die sich darum kümmernde, war völlig unbekannt, und wir mussten also unsere Kinder selber organisieren. Ne? Hört sich jetzt schrecklich an für die moderne Frau heutzutage, ne? So geht das nicht.